wundervolles Fest. Alle Vorbereitungen fürs grosse Frühlingsfest sind auf Hochtouren gelaufen. Von überall her sind Gäste angekommen. Fürs Frühlingsfest sind extra alle friedlich gewesen. Es hätte eben keiner verpassen. Man hat Füchse und Hasen nebeneinander gesehen, Wölfe, Bären und Steinböcke, eine grosse Wildsau mit 12 kleinen Frischlingen ist angereist. Die kleinen Säule haben sich fast überbürzelt vor Aufregung. Mami, ich freue mich. Ich auch. Luchi, wir gehen das Fest. Muttersau haben sie das Bein gezwickt und mit ihren Ringelschwänzli Fanges gespielt. Muttersau hat bald keine Geduld mehr gehabt und gerochset. Lang. Sind mal ruhig. Das ist ja kein Sauerstand. Und ihr da zeigt. Der Kater Jackie und der Prinz Snooks haben endlich im Elfenpalast Mimi wieder gefunden. Der Jackie hat kurz seine Mutter besucht auf dem Baum vom Gnom Grüblin und ein ernstes Wörtchen mit ihr geredet. Die Katzenmutter hat versprochen, die Prinzessin in Ruhe zu lassen und ist vom Baum verschwunden. Kurz vor dem Fest hat die Elfenkönigin die Prinzessin zu sich rufen lassen. Mimi, heute ist der Pfau Krönlimacher im Palast. Er schmückt unsere Elfenprinzessin. Ich glaube, jetzt ist Zeit für dich, dein eigenes Krönli überzukommen. Mimi ist zu den Elfenprinzessinnen ins Dachstübli geführt worden, hoch oben im Baumwipfel, wo der Pfau seine Werkstatt eingerichtet hat. Wo die Mimi vorm steht, sagt er so von oben herab: Was macht denn so ein unscheinbares Pelztier unter all diesen zauberhaften Prinzessinnen? Hast du dich verlaufen, Kleine? Oder bist du Mistnüni? Da haben aber die Elfenprinzessinnen angefangen zu schimpfen. Sie haben den Pfau sowieso nicht gern gehabt, weil er so eingebildet war. Das ist Prinzessin Miranda, die Silbrig. Sie kommt das Krönli über, wie wir alle. Pfui, schäm die Pfau, Krönlimacher. Da klopft an die Tür und der Flohbauer flattert rein. Auf einem seidigen Küsseli trägt er ein durchsichtiges Krönli.